Hallihallöle, ich bin's, euer Blastingenieur. Und guckt, irgendwann vor langer Zeit hat dieser junge Blastingenieur mal sein Double Strike gemacht. Und das war der Grund, warum dieser Blastingenieur, also der da hinter, ich halt, warum der sich einen 3D-Drucker gekauft hat. Und so sind viele Dinge entstanden. Und ja, wir gucken jetzt heute mal, ändern wir die Teile, das machen wir ziemlich zügig. Und ich hab da so YouTubes gelernt, dass man da Foreshadow irgendwie das Zeugs heißt. Ich hab die Überraschung von dem Blaster auch noch. Also, da fehlt noch ein bisschen was. Was ihr euch ja denken können. Und gucken wir mal, ob wir das heute in einem One-Take genau kriegen. Dass hier so schnell wie möglich an Informationen kommt. Das ist, habe ich gehört, wichtig. Wobei, ich glaube, wir brauchen das alles nicht. Wir sind auch so da, kriegen auch so eine tolle Community hin, ohne den ganzen Krutsch da. Oder? Denke ich doch. Da habe ich da mal so aus meinem 3D-Drucker rausgelassen. Und ich habe dann nochmal, seht ihr mal den Unterschied. Da habe ich das Bett, glaube ich, nicht sauber genullt. Das heißt, das hat da ein bisschen zusammengequetscht. Da habe ich es eher. Das ist jetzt mein eigen entworfenes Hebel. Der Ingenieur hat es halt sauber machen sollen. Hey, ich sag's euch, der ist ein Ingenieur, das ist so ein bisschen Schlamperle. Aber bloß ein Schlamperle, kein Schlamper. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Auf jeden Fall montieren wir jetzt das. Dazu machen wir die Kosmetik weg. Man könnt ja mal durchgucken. Bringen tut das nicht viel. Und vor allem, wenn man da so richtig nachgeht, das Hebel jetzt da noch gegen die Kamera hauen. Das wollen wir nicht. So, professionelles Werkzeug vorbereitet. Da noch die Mikroshot hat mich eigentlich dazu inspiriert, so ein Jolt mit Hebel zu machen. Vielleicht machen wir das doch nicht im One-Take. Wobei, ihr findet es auf meinem Kanal, da ist Hammers 3-Streik. Ihr habt gedacht, wenn schon Jolt, dann nehmen wir doch die Jolt mit 3 Läufen. Und Alter, wenn schon Hebele, dann soll es sich auch lohnen. Weil so Jolt hier cooles Blästerle ist. Aber 3-Streik hat halt 3 Läufe, also 3-mal so cool. Also Hammers Jolt mal 3, deswegen. Ich kann ja während Schraube ein bisschen was erzählen. Seht ihr, wie ich das normal so beschleunige. Ah gut, das Blasterle ist auch ein bisschen gnädiger als also, Double Punch, wo ich 4 Minuten für Schraube gebraucht habe. Aber da sind wir jetzt bei ein paar Sekunden. Ja, aber es nicht aufpasst, wenn ich angefangen habe zu schrauben. Seht ihr das dann wahrscheinlich jetzt besser. Weil ihr könnt es rückspulen, ich kann das im echten Leben noch nicht. So sieht es da denn aus. Und ich bin im Überlegen, ob man da nicht auch irgendwann mal langfristig einfach alles schwarz macht. Und wir haben ja jetzt Mittel. Das heißt, das Teil könnte man schwarz machen. Da könnte man da noch. Die Teil könnte man einfach rausmachen. Das wäre möglich. Das da ist schwarz, das da ist schwarz. Und das haben wir schon schwarz. Ja, weil der Streifen aufpasst hat. Ja, aber der arme Farbseuche befreiter Blaster. So, jetzt kommt das da weg. Gut, wenn man dann alles schwarz macht, dann schon richtig. Also, oder, ja gut, wir fangen mit den Teilen an, die von außen sichtbar sind. So, das Federle da drin lassen. Genau das wollte ich verhindern. Das ist nämlich alles so nass. So, da haben wir professionelle Stiftentfernungstool. Das ist ja verdammt. So Taugschraube. Das ist natürlich jetzt nicht im Schraubenzieher drin. Das ist mal einmal noch taktischer Werkzeugwechsel. Ja, setzt einfach irgendwelche Adjektive davor, das cooler klingt. Das versteht hoffentlich das Prinzip. Dass der sich nach ja, das muss halt dahinter auf Anschlag gehen. So, da alles geschafft. Das Gummile. Mit
Gummi ist sicher. Okay, das Wortspiel konnte ich mir jetzt nicht verheben. Das musste sein. Das hat raus müssen sozusagen. Okay. Aber oh, dieser Ingenieur, ich sag's euch. Hab jetzt. Nee, warte mal. Doch, das ist das saubere. Was die Ecke nicht ganz so schön. Ja, von der Seite muss halt auf dem Druckbett aufliegen, das ist ein bisschen ein Nachteil. Oh, das ist doch schön, wenn Dinge klappert. Müssen wir da noch Stützstruktur noch ein bisschen entfernen. Weil das Modell habe ich auch ein bisschen anpasst. Das ist ja was von Thingiverse. Aber ich dachte, komm, da machen wir mal eigens. Und da habe ich nämlich da noch die Freiheit des Ober. Das sind eigentlich 2 Teile, die ich dann zusammen gemacht habe. Dann habe ich oben die Freiheit, das so anzupassen, wie es mir taugt. Und das ist jetzt alles, das ist jetzt mal noch recht knapp. Dass man das, wenn ich mit Zielformröhre hochprofessionell Ziele tue, dass man das Hebel nicht gegen die Backe haut. So in etwa. Das ist, also wenn man da mal ganz präzise Schuss abgeben muss. Als ob man das mit dem Blaster könnte, aber wenn man es muss, dann muss man das Zielformröhre verwenden und gucken. Ja, ISO-Ingenieur. Jetzt wieder ein Blödsinn, aber gut, irgendwas muss man ja können. Irgendwas muss man ja machen, wenn ich das da nicht zusammenbaue. Deswegen mache ich das normalerweise im Schnelldurchlauf, dass ich mir nicht so viel Zeugs überlegen muss, was ich schwätze. Aber ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, oder ich sehe es auch in der Aufrufzahl, was so in etwa besser gefällt. Aber ich darf gerne in die Kommentare schreiben. Meinen sich da so signifikante Mehrheit findet für das eine oder für das andere. Also ich dem natürlich auch eher nachgeben, ist doch klar. Weil ich ja da Community aufbauen und da gucken, dass man zusammenbastelt. Das sieht jetzt schnucklig aus. Vor allem das ist dann neben am Weg. Weil bei dem anderen Hebel hatte ich so das Problem, dass es hier unten so war. Und man dann halt doch ab und zu verleitet ist, das komplett zum Greifen. Das hätte ich vielleicht vorher zeigen sollen. Das hätte der Profi vielleicht machen können. Aber ja, bin Ingenieur, kein YouTuber. Wobei, vielleicht irgendwann mal eines Tages, wenn ihr das beschließt. Und bin ich trotzdem nur Ingenieur. Aber einer, der auf YouTube arbeitet, so in etwa. Oh, jetzt die Preisfrage. Wie war das da noch? Das mit den Videos ist ja eine tolle Sache. Bloß ich kann während ich das Video mache, nicht zurückspulen. Das ist so. Eieiei. Das war es so, aber das ist falsch. Ja, da hat der Vergangenheitsblastingenieur einen Fehler gemacht. Das muss das Hebel, oder? Wenn wir das nochmal. Das muss das nach vorne drücken. Dann drücke ich das nach hinten. Als seht ihr, das Modell passt. Deswegen geht das nicht automatisch nach vorne. Da muss eigentlich das so ist. Da muss das eigentlich wieder nach vorne. Oder könnte es wieder nach vorne. Ich meine, müssen tut es nicht. Da könnte man da eine Ecke wegnimmt bei dem Modell. Das funktioniert jetzt so rum nicht.
So. Jetzt drückt es das nach vorne. Okay. Das heißt, so der jetzt mal prinzipiell gegangen. Ich meine, das ist ein bisschen gruscht. Das ist da nicht zu fummeln. Dann nebenher zu kommentieren. Ich bin noch in der Lernphase. Bin noch kein voll ausgebildeter YouTuber. Bin ja noch in der Lernphase. Ihr nehmt mir das nicht übel, oder? Hoffe ich doch. Ich meine, sorgt ja bei euch für Unterhaltung. Hoffe ich doch. Wenn nicht, einfach beschweren. Das kriegen wir dann auch hin. So, das. Dann das wieder rein. Ja, das Blästel ist eigentlich recht gnädig. Ich bin mir überlegen, nächstes Jahr irgendwas selber mit Hämmerle machen. Und das. Das dauert jetzt noch. Und das ist recht einfach. Dann nimmt man Foto. Also ich habe noch keinen 3D-Scanner. Also nehme ich ein Foto. Guck wie das ist. Welche Maße ich nehmen kann und skaliert das auf die Maße. Oder ich nehme ein Foto von der Konstruktion. Eigentlich sollte ich jetzt ein Foto nehmen. Ja. Das heißt, kriege ich das so lange so stillgehalten, dass ich dann noch ein Foto davon nehmen kann. Das ist jetzt 11,50. Das merke ich mir mal. Da muss ich es nicht nochmal zerlegen. Davon ein Foto. Dann lädt man das in den Blender. Macht die Umrandungen noch. So, ich wollte jetzt nicht, dass die davon fliegen. So. Dann kommen wir gleich zur versprochenen Überraschung für das Blästel. Die Hammers 3 Streik, die schaut ihr dann euch auch noch an, wenn euch das interessiert. Findet das Video auf meinem Kanal. Mann, wenn ihr dann schon da seid. Das Abo da, das hilft. Vor allem, es hilft meiner Motivation, da weiterzumachen. Ich gehe davon aus, ihr wollt mehr Blasters her, ich will mehr Blasters her. Von daher, das Abo da. Wisst ihr, irgendwann können wir uns vielleicht auch mal Arena oder sowas leisten. Das wäre schon cool. Gibt viele Ideen, die ich so im Kopf habe. Also eine kleine Nerf-Arena, eine Blasters-Arena, mit Bestelbude dazu. Natürlich nur modifizierte Blaster, das erlaubt. Alles andere ist ja langweilig. Das widerspricht der Philosophie der Serieware. Serieware darf man kaufen, um sie zu eigen zu machen. Das ist schon okay. Und den Blaster habe ich gebraucht gekauft. Der hat dann wirklich ein paar Mal noch funktioniert und als Hebel abgerissen. Das war recht gut. Videos haben euch wohl schon gefallen. Ich meine, gut, da kann man Aufrufe aus aller Welt, keine Ahnung, ob die Schwäbisch verstanden, aber ich wusste, dass es im Ausland so viele Leute gibt, die Schwäbisch können, aber gut, vielleicht schauen die Leute auch bloß die Bilder an, oder ist ich jetzt, da guckt, der war vorher, das daneben, ja, das müsst ihr euch, das hat er da, das müsst ihr euch vorstellen, da kann man das recht gut selber sichern und so ist halt. Ich meine, der war schon ein bisschen bequemer, aber so ist halt besser. Da kann man jetzt nachladen. Das packt man ins Archiv. Hopp. Der ist jetzt da. Komm her. Da hinten an der Wand.
das hat das hinten so ein bisschen mehr Schwung haben. Das dürfte auch gerne enger anlegen. Also im Sinne von der Hanne weiter nach unten. Auf die letzten Millimeter ist ein bisschen anstrengend. Ja. Ja. Mal ein bisschen breiter kann ich schon machen. Aber zumindest haben wir das Hämmerle mal geändert. Mal ein bisschen was überlegen wir uns noch, wie man das noch ein bisschen gestaltet. Das muss ich halt. Mein Ideal wäre es eigentlich, wenn ich es so stehen drucken könnte, weil da wäre der obere Teil hier sauber. Aber ich glaube, das braucht halt in die Richtung, braucht es halt Stabilität. Deswegen kommt man da schwer drum rum. Das nicht. Ja, das hätte da, hat mir der Druck auch ein bisschen, hat mir glaubt, den Druck ein bisschen klopft da bei dem. Erstmal habe ich die schöne Seite auf Schokoladenseite gelegt. Das, wenn man die so halb hinein tut, dann haut es beide raus. Oder gar nicht. So ein bisschen. Aber ja, wir kommen zum Ende vom Video. Da habe ich noch verdient eine Überraschung. Das habe ich ja versprochen. So machen es die professionelle YouTuber. Da guckt. Ich habe den jetzt anpasst. Hab da Zielformröhrle. Und das, ja. Es hebt gerade so. Da müsste ich vielleicht ein bisschen. Das reparieren wir jetzt ganz professionell. Nicht mit Panzertape. Ein Streufleck-Kreppband. Sieht man dann noch von außen nicht. Ich druck das deswegen doch nicht nochmal aus. Das kann man nicht leichter. Gott nicht. Kennt er doch. Kein Geld dafür. Das kann man selber machen. Kann man selber reparieren. Kennt er halt. All die Sache da. So. Hoffe ich, dass das gerade. Ja, wie wenn's so kehrt hätte. Das brauche ich nämlich. Gut, vielleicht brauche ich es öfters. Ich will das so sehr an dem Hebel ziehen. Deswegen habe ich ja die 3-Streck gemacht. So ganz glücklich bin ich mit der Hammers 3-Streck noch nicht, weil das ist halt nicht das. Ich meine, das müsste man. Das Problem ist bloß, das Ding hat keine Schraube. Also können wir auch gleich Jolt nehmen und da Verkleidung drumherum machen. Das Ding aufmachen. Und dann wieder zukriegen vor allem. Das wird ein bisschen. Aber eigentlich müsste es so irgendwie. Der Punkt ist, das muss halt nach unten hinaus. Also das wollen wir nicht verhindern können. Das schätzen wir Ende des Jahres nochmal. Wobei wir sind ja schon fast am Ende des Jahres. Also, vor allem, schaut's euch an. Das ist doch schön. Und ich will wissen, ob die Schiene stabilisiert ist. Wir haben da noch was. Das von dem Unboxing da. Ich hab's ja wieder so reinboxt. Das war ein Reboxing dann. Das steht jetzt einfach mal. Das ist halt einfach dann so schön aufgeräumt oder so schön gelagert. Wäre jetzt so cool, wenn das nicht kartongrau wäre oder kartonbraun, sondern irgendwie schwarz oder so. Oder weiß. Ja, warte mal. Ich hab da noch einen Fehldruck, der ist kurzer. Ja, das passt. Das heißt, der Maßstab, zumindest der Horn und zu der ist er gleich. Das ist Raffkat. Oh. Wie kriegen wir das da? Müssen wir das rauskriegen, ja.
Das sieht auch cool aus. Ich glaube, das Ziel vom Röhrle, das muss ich auch irgendwann mal. Wenn ich da an Weihnachten dran denke, lade ich mal alle Dateien auf Ding hoch, auf Patreon. Da könnt ihr euch das anschauen. Und natürlich auch mit rumspielen. Geh mal davon aus, dass die gleich sind. So, dann Mikrostreif. Ganz, sei bloß vorsichtig. So. Ui. Die ist ein bisschen enger. Da fällt ja noch Schulterstütze. Und vorne eine Laufverlängerung. Das sind jetzt Ideen. Weil die Schulterstütze, das kennt man auch, glaube ich, ziemlich häufig mal. Weil die ein bisschen. Da hebt's recht gut. Ich glaube, die ist ein bisschen. Ja, das geht recht gut. Ja, Mikrostreif. Die kriegt man irgendwie leider nicht so Leute, müsst ihr wieder den ganzen Packer kaufen. Wobei, wir können ja die Modifikationen trotzdem. Ja, komm schon. Geh wieder rein, rausgegangen bist du auch. Also, schon mal reingegangen. So, und das ist die Nightfinder, oder? Ihr schreibt in die Kommentare, wenn es falsch ist. Wisst ja, wie dieses doch anders so funktioniert, oder? Ui. Sagte das. Zuerst mit dem testen. Gott. Dem. Gott. Das ist cool. Das sind halt die ist auf die Schnelle so, wo ich halt Zugriff habe, wo man das mal schnell testen kann. Das hat mich jetzt auch selber noch mal gereizt, ob das bei anderen auch geht. Aber hätte mir auch gereicht, wenn das. Ich sag's euch. Wo schlummert das noch rein? Also wenn's hingeht, dass ihr auch was davon habt. So. Ja, klappt. Packen wir das wieder weg. Raschel. So. Dann packen wir da nochmal ein Streufele Kreppband oder 2. Ich kann das halbe machen. Wisst ihr, alles ist besser als halbe. Heute habe ich es mit den Sprüchen. So. Zack. Zack. Passt. Und dann. Ja, nee. Hey. Das geht gut. Weil irgendwann muss ich doch Kamera auf mich auch richten, weil das ist gerade da dazwischen. Zwischen Arm und oder in der Achselhöhle gelandet, so quasi. Das kann man dann recht gut loslassen. Ah, der ist auch noch. So. Da kennt ihr jetzt auch Präzisionsschuss. Also das. So, und dann präzise das Ziel anvisieren und dann ist weg. Räumen wir da auf. So, das ist doch mal was, oder? Wieder was von der To-Do-Liste für das Jahr erledigt. Das ist nicht mehr viel, ein bisschen was ist noch. Wir müssen noch den Ninja Turtles Blaster, das noch fertig machen. Ich meine, der eine habe ich schon modifiziert, der andere müssen wir modifizieren und schön machen. Und wir müssen den halbautomatischen Riken noch machen. Das steht noch aus. Ja, das ist ein bisschen Geschäft. Aber Weihnachtsferien und so Zeugs dann auch, da kriegen wir das dann auch locker nochmal nach. Da machen wir da vielleicht ist auch noch ein anderes Special. Und wir müssen noch die Villionator oder wie die heißt, mit der Trommel, mit der Doppelreue, die müssen wir noch mal ein bisschen, das haben wir noch vorgenommen, die schön zu machen, also irgendwie anders.
weiß noch nicht genau, was für Farbschema, aber das überlegen wir uns dann. Das überlegen wir uns, wie man das macht. Das kriegt man auch noch. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.